Wolfgang Janko ist bei uns im Vertrieb tätig im Bereich der Anlagentechnik, Spezialist für die Auslegung von Sicherheitsleitungsanlagen, auch als Founder gleich mehr. Du wirst das heute ein bisschen teilen mit deinem Kollegen Klaus Hemisch. In der Sicherheitsleitungstechnik hat die einiges getan. Auch da hat natürlich auch die LED Einzug gehalten. Das heißt, wir haben geringere Leistungen betroffen sind, damit sie die Batteriestationen verklagt worden und die Leistung besser geworden. Erzähl ein bisschen was dazu. Genau. Wir haben jetzt eine neue Leuchte, das wäre hier die IE-Leuchte zum Beispiel. Diese IE-Leuchte gibt es in 3 Versionen. Die eine Version ist ausgelegt als reine Sicherheitsleuchte, um die Ausleuchtung eines Ganges in einer Leuchte zu realisieren. Wir haben da Entfernungen oder Abstände von 20 Metern, die wir realisieren können. Wir haben eine eigene sensitive Linse, wo wir eine Abstrahlung von 160 Grad haben, um eben eine dementsprechende Ausleuchtung zusammenzubringen. Du hast noch eigentlich mal eine höhere Raum, wenn man auf 3 Meter gut eingesetzt wird. Hierzu haben wir eine andere Leuchte mit einer selbstentwickelten Linsen. Das ist eine Leuchte, wo wir auf Höhen über 4 Meter gehen, um eben dementsprechend, das sieht man hier am Abstrahlwinkel, auch diese Bereiche ausleuchten zu können. Und die Vorschrift schreibt ja auch vor, dass Sie das sogenannte Anti-Panik-Leuchtung einsetzen für gewisse Bereiche. Genau, das wäre die dritte Version. Diese hat eine runde Linse drauf, um eben vollflächig eine Ausleuchtung zusammenzubringen. Das ist auch schön. Jetzt kommst du aber zurück, da gibt es eine Box, ich weiß. Du hast ein bisschen was erzählt gestern, ich habe ein bisschen was gemerkt. IO-Box, was kann diese Eingangs-Ausgangsbox eigentlich wirklich? Diese IO-Box ist ganz speziell für die Wireless-Kontrolle entwickelt worden. Ist ein Kommunikationsmodul mit 2 Eingängen und 3 Ausgängen. Das ist ganz speziell für die Einbindung in die Bandbreiteanlage entwickelt worden. Da kann man die Bandbreiteanlage mit anbinden und die schickt dann ein übergeordnetes Funksignal, um die geschalteten Leuchten mit einzubinden und dann auch da zu spielen. Genau, also im Brandfall ist auch die Sicherheitsbeleuchtungsanlage aktiv. Ja. Die vernetzt sich ja selbst, das ist die Wireless-Kontrolle, also die Wireless-Anlage und damit leuchten alle Notleuchten, Sicherheitsleuchten. Die Bereitschaftsschaltung und die Leuchten. Sehr gut. Kann ich auch Meldungen weitergeben? Genau, ich kann das dann weiterleiten an die GNT oder Zentralleittechnik, wie auch immer. Man kann dann auch das als Phasenüberwachung verwenden, das heißt, ich schließe dann ein Phasenüberwachungsgerät an, auf PC 32 in dem Fall, und das funktioniert dann als geschaltetes Licht.